Anscheinend ist das Aura. Oh Mann. Oh, Junge! Alter! Und natürlich, holt Testing auch noch! Ja, ich bin auch dabei, was geht ab? Was denkst du, wie sind die Chancen? Ihr habt auch trainiert, habe ich gesehen, ne? Wir haben sehr viel trainiert, ich glaube, wir haben sogar am meisten trainiert. Wir sind alles taktisch durchgegangen und ich denke, wir holen den Sieg heute nach Hause. Ihr steht jetzt beide hier schon so aktiv. Wollt ihr beide rennen etwa? Ja, weil wir sind die Team-Captains und dann, wir wollen uns so duellieren. Wow, so vor das Team voranschreiten mäßig. Ja. Okay, Hugo, warum willst du ran? Bruder, ich will gar nicht ran, aber wegen One-on-One, aber ich habe so Eierflatter gerade. Ne? Also du machst für Content jetzt einfach? Ja, genau, ich mach für Content. Okay, sehr, sehr geil. Leute, Content hin oder her, am Ende zählt natürlich die beste Zeit und ihr seht, auf so eine Millisekunde kann es vielleicht am Ende wirklich ankommen. Deswegen, wenn ihr bereit seid, geht gerne vorne zu den Startlinien. Da haben wir Hugo auf blau, Phoebe auf rot. Alright, okay. Seid ihr beiden ready? Dann hoffe ich, dass ihr den Support von eurem Team jetzt hier gleich kriegt, die euch ein bisschen anfeuern. Und ich sage jetzt Phoebe gegen Hugo, die beiden Team-Captains. Viel Spaß. Ja, Phoebe gegen Hugo, das haben wir ja schon gesehen vor ein paar Wochen in den Winter Games. Da hatte Phoebe die Nase vorne. Jetzt übernimmt aber erstmal Hugo die Führung. Trotzdem spannend und gleich auf. Ich glaube, beiden ist extrem wichtig, das Ding zu gewinnen. Hugo schnell durchs Auto, hat jetzt die Nase vorne und jetzt kommt es darauf an, nicht hinfallen. Und vor allem die richtige Tür treffen. Und das ist jetzt wichtig. Springt Hugo gegen eine Tür, die offen ist? Nein, Hugo nimmt die Tür, die zu. Phoebe ist das Ding in der letzten Sekunde. Paul, unglaublich, was wir gesehen haben. Wahnsinn. Meine Güte. Wow, die beiden wow. bieten immer Spektakel. Wow. Kommt mal her, ihr beiden. Phoebe, du hast doch richtig aufgeholt. Wie geht's dir damit? Ey, das war gerade krass. Ich dachte, okay, Hugo, GG. Aber das war gerade noch so lucky. Oh mein Gott. Boah. Es war auch einfach ultra knapp. Ich muss sagen, ich rechne es dir sehr hoch an, dass du Hugo noch gesagt hast, dass er auf den Buzzer drücken muss. Hugo, wie war es für dich die erste Runde? Also das war sehr nett, danke. Aber ja, das war jetzt unlucky mit der Tür halt, ne? Ja, das ist leider, glaube ich, ein Problem, auf das noch viele stoßen werden. Übrigens, ich habe mitbekommen, du bist aufgestiegen. Letztes Mal noch Team Papa Platte, jetzt eigener Team-Captain. Hast du damit eine andere Verantwortung irgendwie? Hast du Druck? Ja, die Karriereleiter ist steil hochgeklettert worden. Ist das ein anderes Feeling für dich? Hast du noch mal anderen Druck oder sowas? Ich habe gar nichts verstanden. Erhol dich erstmal, wir sprechen später nochmal. Ich gebe erstmal zurück zu Dominik. Die nächsten wollen bestimmt auch schon direkt laufen. Also auch ein wirklich sehr, 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 sehr spannender Run. Hugo hat es irgendwie heute ein bisschen mit den Ohren. Er ist auf jeden Fall todesgeil. Krass, also ihr seht auch, irgendwie reinkommen mit den Nerven, nicht gerade da sein, man vergisst zu buzzern, direkt 5 Sekunden auf euer Konto. Ich habe hier mal ein bisschen in die Gesichter geschaut. Es sah ein bisschen angespannt aus. Das war sehr intensiv auf jeden Fall. Ich habe gehofft, dass Hugo das gewinnt, aber hat nicht geklappt, leider. Wie ärgert euch, dass er nicht gebuzzert hat? Ja, ich bin ein bisschen sauer auf ihn. Okay, dann vielleicht teamintern nochmal klären oder so, ja? Wir machen jetzt erstmal weiter mit der nächsten Begegnung und das ist Team Hugo gegen Team Revi. Als Team Revi schon mal kurz überlegen, wer geht rein und ich nehme mich aber bei Hugo mal rein. Ihr seid jetzt dran, wen schickst du? Wissen wir nicht, gegen wen? Gegen Revi. Wen nimmst du? Sag ich nicht. Das ist mir zu privat, das beantworte ich nicht. Dann nehmen wir Heiko Karskraft da! Oh, Applaus für Heiko! Heiko dreht hier noch einen Vlog auf der Rennbahn, oder was? Der hat sich hier seine kleine Spionagebrille aufgesetzt, sag mal. Okay, also Heiko geht an Start bei Team Hugo. Und wer geht an Start bei Team Revi? Hier wird wild diskutiert. Revi zückt den Asthma-Inhalator. Ist das Doping? Bro, ich habe eine Bronchitis, aber ich mach's. Okay, also Revi geht ran mit der Bronchitis. Heiko, du startest hier auf blau und Revi startet auf rot. Zünde nochmal diesen komischen Inhalator rein.
Okay, seid ihr beide bereit? Dann Team Revi gegen Team Hugo. Viel Spaß. Okay, das ist jetzt, okay, krass. Heiko, komm, bitte. Sehr stark. Schön, Heiko, komm. Macht er gut, macht er gut, macht er gut. Komm, Heiko. Macht er gut. Ja, Macht er gut. schön, Heiko. Ja, gut. Ja, ja. Heiko. Ja. Heiko. Wir haben Glück, wir haben Glück. Ja. Komm, Heiko. Heiko. Ja. Heiko. Let's go. Heiko. Ja. Heiko. Hat den Rekord. Ja. Das ist mein Heiko. Das ist der Rekord. Ja. Wo ist Revi? Der ist hingefallen, der ist komplett nochmal oben. Nein, Revi. Let's go. 24 Sekunden. Das ist meine Maus. Heiko. Sub 25. So eine Maus. Es ist sehr schlimm. Alles gut. Kämpfer, absoluter. Digga, wir haben jetzt zusammen nicht mal eine Minute. Ja, Nicht mal eine Minute. Aber das ist jetzt irgendwie wackelig, weil das viel zu schnell ging. Unser Ziel ist Overall unter 2 Minuten. Ja, Ey, du bist schnell. Ich wusste nicht, sehen dass wir gleich. Du schaffst das. Ich geb kurz. Aber am Ende müssen wir Glück haben bei der Tür. Die Tür. Ich muss aber sagen, Team Revi hat so scheiße Pech mit diesem Drehding. 3-mal in a row war das gegen die. 100 Pro, sobald ich laufe, das Ding kommt bei mir. Das ist nicht so schwer. Ich kann rüberspringen nicht. Du weißt, beim Balancieren ist scheiße. Aber ich sag overall, wir sind richtig gut am Start gerade. Also haben wir gesehen, das ist eine gute Situation, wo man so einen Joker benutzen kann. Vielleicht haben die anderen Teams jetzt auch noch so ein bisschen Inspiration bekommen, dass sie den ja auch rumliegen haben, weil ich kenne das selber, so Joker vergisst man auch mal gerne und man darf auch damit nicht zu lange in den Abend heute warten. Ne? Man muss die Zeiten wirklich jetzt sehr, sehr gut im Griff haben. So, genug gequatscht. Hinten Maxi macht sich jetzt schon seit einem kompletten Run hier warm. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Also du läufst für Team Hugo, dann kannst du gerne schon mal vorne an den Start gehen. Und dann müssen wir schauen, gegen wen du antrittst, Bro. Wer läuft bei euch, Kevin? Du stehst schon so. Wirst du es sein? Ja, ich bin's. Okay. Dann haben wir jetzt gerade Maxi an Blau und Kevin an Rot. Bist du ready? Ich glaube ja. Okay. Ich könnte euch jetzt ein bisschen ärgern, so ein bisschen die Konzentration brechen, aber ihr seid richtig, richtig locked in. Maxi bereit? Kevin bereit? Okay. Dann sage ich, der nächste Run des Abends heute, viel Spaß. Let's go. So, jetzt Papa Platte gegen Maxify. Papa Platte ist ja gerade auf seinem Sport-Arc. Der ist fit, Paul. So, Maxi gegen Kevin, Maxi gegen Kevin. Ich will, dass Maxi gewinnt. Bro, das ist schon wieder... Dieses Drehding müssen die mal ändern, Digga. Kevin jetzt durch den Mini durch, aber Maxify Danke. leicht vorne. Ich glaube, es wird wieder drauf ankommen. Maxi macht Meter, Maxi nimmt das gut mit. Gut, Maxi. Aber das ist unfair, Bro. Oh nee, da bist du drüber. Ui, zurückgelaufen. Scheiße, scheiße, schnell, 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 Maxi, komm. Nein, unlucky, unlucky. Ja, Maxi! Ja! Digga, schön! Er macht Liegestütze! Er macht Liegestütze! Geil, 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 geil. Erste Tür aufbekommen, ne? Er hat so gecarried mit erster Tür. Ja, Maxi hat hier gerade noch Bruder, ich bin Einziger, der bis jetzt gekackt hat. Geil! Bei Tür? Nee, allgemein, verloren, 1-1 verloren. Ja, aber trotzdem warst du 8 Sekunden schneller. Was? Bruder, ich werde oh Gott gecarried. Bruder, ich schwöre, diese Türen, die waren... Das war die Firma, die Tür, Digga. Wer hat das Ding weggelesen? Hast du das gesehen? Ja, ja. Boah, ist der krass. Ist der krass. Tja, Leute, was soll ich sagen? Winner POV hier gerade. Was soll ich sagen, Leute? Es geht viel mehr um diesen sportlichen Aspekt. Also durch alle Respekt, die jetzt schon gerannt sind, Alter. What the fuck? Das klingt doch ganz fantastisch. Dann erholt euch erstmal einen Moment, atmet durch und lasst die nächsten ran. Jetzt ist, wenn ich richtig verstanden habe, ist Feli jetzt dran. Feli, du schaffst das. Du hast... Nimm dir den Druck weg, weil selbst wenn du ticken langsamer bist, wir haben so eine gute Zeit alle. Das ist wirklich... Du kannst eigentlich nicht verkacken. Ich will dir keinen Druck machen, aber du kannst nicht verkacken. Ja, ich weiß nicht, ob wir beim ersten schon wiederholen sollten. Ich mach das. Und das ist einmal Team Du machst das. Hugo. Wen schickst du? Feli! Geil. Feli, du machst das. Das habe ich auch schon aus dem Stream gesehen. Die war ganz schön am Start, oder? Sie ist geklettert, aber es ist ein Kletteraspekt.
Aber sie macht das. Ich glaube auf Feli. Okay, bin gespannt. Feli, du bist ready? Ich glaube schon. Ich bin mir unsicher. Also deine Stärke ist das Klettern? Ja, eigentlich schon, aber das kommt irgendwie noch nicht dran. Okay, dann schau mir, vielleicht kannst du über manche Hindernisse einfach drüber klettern, auch wenn es nicht, keine Ahnung, du kannst ja hier auf den Standort drüber klettern. Ich habe das Gefühl, du willst meinen Downfall. Ich will einfach nur einen fantastischen guten Content, den kriege ich so oder so. Und dann haben wir noch Team Phoebe, right? Phoebe, wen schickst du? Wir gehen für Tobi Fass. Tobi, mein Lieber. Ich scheiß mir in die Hose, also nach dem Run, aber Ja. ich schaff das schon. Ey, nach dem Run ist egal. Einen guten Run. Tobi, dann stelle ich dich mal auf Rot und Feli dich auf Blau. Komm, Feli! Bereit seid, dann ist das jetzt der Run. Tobi gegen Feli. Viel Spaß. Komm, Feli! So, Paul. Wenn ich vor in diesem Duell. Also aktuell noch niemand. Schön, Feli! Sie ist klein, sie kann sich durchmüssen und ich glaube, sie bouldert in ihrer Freizeit sehr viel. Ehrlich? Ja, sie ist eine Boulderin. Okay, das Trampolin muss man mit Schwung nehmen. Das heißt, sie klettert jetzt nicht selber durch. Guck mal, wie schnell Tobi ist. Meine Güte, dieses Team Phoebe nimmt es so ernst. Aber die Seite wirklich auch so Ja, Tobi macht das. Und jetzt die Tür. Welche ist es? Die ist es auch. Das könnte die Bestzeit sein. Das war ein unglaublich cleaner Lauf. Wo ist Felika? Da. Oh, ui. Ja! Aber ist gut. Ist gut. Ja, kann man sich Sehr, 35, sehr stark. Average so krank. Ich hoffe, dass sie nicht in die Ah, mich nervt voll die Tür, Bro. Hat man gesehen, wie viel Zeit es kostet, ne? Hab ich mich eingeschissen. Okay, das ist ja nicht mein Bereich, da bin ich ganz froh. Wie geht's dir? Mir geht's super, ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Aber am Ende hat keiner gewonnen, weil die Zeit wird addiert. Aber wir haben Aber ich glaube, das sehr ist eine gute der Zeit, Bestzeiten, ne? wurden hier durchgegeben. Eli, wie war es für dich hier das erste Mal? War bei Phoebe jemand langsam, Chat? War bei Phoebe jemand langsam? Würdest du sagen, es Aber falls du Run anstrengender brauchst, das hier oder ne? beim ersten Mal Die Dinger von mir sind goated. Das hier. Das soll schon was heißen. Aber hey, ihr habt es geschafft. Alle Teams haben es geschafft. Eure Cam ist aus. Weiter mit dem nächsten Level. Achso, ja, unser Stream, der geht nicht. Aber hört ihr uns noch? Ja, ne? Freunde, wir haben auch gesehen, beide gut, aber dann doch halt 10 Sekunden Unterschied. Ne? Das summiert sich halt über den Abend. Und das ist dann vielleicht genau das Nee, Verhältnis 30 für hattest du doch. Oder für das andere, oder sogar für 2. Wir Doch, schauen du hast einfach mal 30. auf den Punktestand, würde ich sagen. Punktestand. Wo stehen wir jetzt Geht nach wieder? Level 1. Ich schaue auf meinen kleinen schlauen Bildschirm hier unten. Die Regie blendet uns jetzt gleich mal den aktuellen... Eine Sekunde. Holy shit! 2 Minuten 3. Direkt dahinter Phoebe mit 2 Minuten 4, 1 Sekunde Unterschied. Das ist krank. Bro, eine Sekunde ist crazy, Bro. Eine Sekunde ist crazy. Sehr schneller als die anderen beiden deutlich, Teams, muss ich Digga. sagen. Eine Und Minute. Aktuell auf dem 4. Team Revi mit den 3. Digga, geil, 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 geil. Sehr geil, das ist sehr wichtig, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Große Lücke. Ich gehe mal Feli, kurz zu Team Feli. Revi. Feli, wir sind Erster, alles gut. Wir sind Erster. Chat, wir müssen jetzt noch hingehen. Wir müssen jetzt full noch hingehen. Ich bin richtig nervös wieder. Und ich sag's auch noch mal kurz für beide Teams, also Team Phoebe und Team Hugo, noch mal gut zuhören bitte. Die besprechen sich, aber ich sag's dir trotzdem mal ganz laut. Hört mal ganz kurz zu, ihr beiden Teams, weil es für euch jetzt wichtig ist. Ihr dürft am Ende, wenn zum Beispiel 2 schon durch sind bei der Rampe, helfen auch der Person, dass sie hochkommt. Jetzt gerade bei Rose gesehen, hat Feister geholfen. Das dürft ihr auch machen. Okay, also oben stehen und irgendwie da das Seil ziehen zum Beispiel. Und auch nochmal ganz wichtig, weil es gerade auch zweimal vergessen wurde für euch beide, für eure beide Teams, bei dem Wasserhindernis. Ihr versucht das, wenn ihr reinfallt, versucht ihr es noch einmal. Wenn ihr dann nochmal reinfallt, skippt ihr das Hindernis. Okay? Dann könnt ihr das skippen. Gut, so viel nochmal zu den Regeln, so viel haben wir da klar gemacht. Phoebe steht hier gerade schon neben mir. Phoebe, wie ist eure Ausstellung, wie wollt ihr das Ganze hier tackeln? Also wir haben jetzt, Merle hat gesagt, sie macht Pause, weil sie zweimal ja vorhin gerannt ist. Dafür haben wir jetzt Jontan eingetauscht, wo auch immer der gerade ist. Ja, steht da? Ja, und ja, ich glaube, da gibt es keine richtige Strategie. Wir gehen einfach dumm rein und hoffen, dass wir dumm schnell ans Ziel kommen. Okay, dann sag jetzt nochmal so clean einmal, wie steht ihr, wie lauft ihr? Die Minutenanzahl? Nee, also die Reihenfolge. Achso, als erstes Jolie, dann Jontan, dann Tobi und dann ich. Ah, ihr steht ja schon dann so richtig parat. Ja. Top. Sehr, 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 sehr gut. Hugo, wie lauft ihr? Ich habe noch eine Frage, was mit den Türen während des Runs? Wenn da eine offen ist und man ist schon da, kann man einfach durch? Ich warte, was die Regie sagt. Ja, was dann? Also soll ich durch eine Tür, wo ich weiß, die ist zu? Ja. Ah, okay. Wenn die Tür offen ist, erstmal klingeln trotzdem. Man geht nicht einfach rein bei fremden Leuten. Ich glaube, der Track ist auch schon ready. Wir müssen gar nicht mehr lange rumquatschen.
Was? Mit der Tür. Ah, sind wir jetzt? Ihr seid jetzt dran. Die Wiederholung. Nein, die haben die Wiederholung wieder gecancelt. Geht an den Start, jeweils die beiden Ersten. Wir haben Team Phoebe auf Blau, Team Hugo auf Rot. Heiko Kaskrafter mit der Vlogging-Brille ist am Start. Haha, ich würde gerne auf der rechten Bahn laufen tatsächlich. Wie, warum? Ich bin Rechtshänder. Ah, also wenn du es irgendwie schaffst, das Team dazu zu bringen, könnt ihr tauschen. Judy, können wir Schere, Stein, Papier um die rechte Bahn spielen? Warum? Hab ich was? Ich bin Rechtshänder. Und dann? Ich auch. Bin auch Rechtshänder, deswegen. Ja. Ja, okay. Wir auch. Oh, Kaskrafter gewinnt diese Schere, Stein, Papier-Battle. Aber was für einen Vorteil hast du hier? Weiß ich nicht. Gar keinen. Okay, also dann tauschen wir tatsächlich einmal. Team Phoebe ist auf Rot und Team Hugo ist auf Blau. Der hat einfach bei Schere, Stein, Papier gewonnen. Ja, geil. Hast du wieder nicht mitbekommen, gell? Was ist jetzt mit den Türen? Also Regie, was ist jetzt mit den Türen? Hugo, frag nochmal, die haben es glaube ich nicht gecheckt, was du meinst. Ganz kurz, wenn Heiko jetzt läuft, der macht eine Tür auf und er ist so schnell, dass Maxi sofort auch bei den Türen ist und da ist noch eine Tür auf. Darf er da einfach durch? Also darf quasi ein anderer durch die gleiche Tür wie einer davor? Genau. Aber vom gleichen Team meinst du? Ja, genau, gleiche Team. Also gleiches Team darf durch gleiche Ich glaube, es ist besser, wenn ich ein bisschen laber drüber, oder? Anstatt, dass ihr da habt ihr ein bisschen mehr zum Interacten, glaube ich, oder? Gut. Haha. Ist das besser? Ich glaube, das ist besser, okay? Ich muss das Ganze jetzt kommentieren, glaube ich, das wäre ganz geil. Oder soll ich mich muten? Soll ich dich muten wieder? Okay. Okay. Da ist noch Energy da, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Gebt ihr auf jeden Fall den beiden Teams, die können das gebrauchen, das ist wirklich ein harter Modus. Und jetzt quatsche ich nicht mehr lange und sage, Nein. das Battle. Bruder, ich bin Julie so... gegen Kaskrafter. Hier als erstes Phoebe. Ich habe so Eierflatter, Chat. Oh, es geht los. Wir haben unsere Seite, das ist sehr gut. Oh, Heiko, oh mein Gott. Oh, Heiko. Ich muss jetzt da hinten. Meine Güte, aber Kaskrafter mit der Okay, ich bin wieder weg, haut rein. Finde ich auch sehr interessant. Keine Ahnung, was das bringen soll mit der rechten Hand. Ich weiß nur, der rechte Boxsack ist nasser. Könnte also auch ein Nachteil sein. Jetzt geht's aber erstmal zu den Türen. Ich glaube, die haben die wieder geputzt. Chat, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wieso Kaskrafter wegen Rechtshänder auf der rechten Bahn laufen wollte. Wo ist hier der Vorteil? Das würde ich gerne mal wissen. Spielt, glaube ich, keine Rolle. Julie macht ein extrem starkes Rennen. Wird wahrscheinlich drüber kommen, gehe ich mal von Messi. Aber er darf auch nicht zu schnell machen. So, Julie wirklich mit einem sehr stabilen Vorsprung, macht das gut, souverän, oben, zack. Ja, ui, da rutscht er nochmal weg. Meine Güte, was ist denn da los? Ich hoffe, da hat er sich nichts bei gezerrt. Achtung, der Pool kommt, auch Kaskrafter. Souverän und mit einem guten Sprung. Guck mal, was der für ein Bizeps hat. Meine Güte. Golazo! Goal! Diese Plattform oben, die scheint hier noch das Gefährlichste zu sein. Ich glaube, die haben sie nicht geputzt und die ist ein bisschen glibberig. Ich will noch mal ganz kurz anmerken an alle Schweizer Freunde, die vielleicht vor Ort sind oder zu Hause. Es läuft gerade Jontan, der wie Julie aus der Schweiz ist. Guter Freund von mir, schöne Grüße. Mal gucken, wie er es macht. Er ist sehr, sehr sportlich. Das weißt du selber. Ja, Jontan super sportlich, aber du siehst schon, Maxify holt auf, ist da. Es sind auch die beiden Teams, die aktuell führen. Und dementsprechend geht es hier wirklich um viel. So. Ja, ich bin zwar gespannt, wie die Taktik von Jontan ist. Er zieht den ein bisschen zurück. Und guck mal, Maxify ist da. Maxify ist jetzt schon da. Da siehst du, wie knapp das Ganze ist. Jontan aber auch problemlos oben. Julie hilft noch mit, darf man. Zack. Der Buzzer ist gedrückt. Das war wirklich stark. Und auch Maxify. Sehr, sehr stark. Da geht es um Sekunden, Adi. Es geht um Millisekunden, würde ich schon sagen. Man merkt aber auch, die sind echt am Arsch, wenn sie im Ziel ankommen. So, ja, das liegt aber auch daran, dass gestern eine Truppe oder ein kleiner Teil von der Truppe in eine Karaoke-Bar gegangen ist und die Firma das Leitli an die Wand gefahren wurde. Da kann ja der Chat jetzt mal raten, war ich bei dieser Truppe dabei oder warst du bei dieser Truppe dabei? Wir werden es auflösen. Auf jeden Fall einer von uns beiden, man hört es vielleicht an den Stimmen an, während der Karaoke-Bar war. So, Felika, bin ich jetzt sehr gespannt, gleich beim Boxsack, weil sie bouldert ja. Das heißt, die wird sich wie so ein kleines Äffchen an diesen Boxsack ranhangeln. Tobi aber auch. Ja. Super gespielt, hochziehen. Team Phoebe hat die Nase vorne gerade. Jetzt kommt aber der letzte Kandidat. Und das ist Phoebe selber und die fällt erstmal hier raus. Das hat man auf Kamera nicht gesehen. Alles noch offen, sage ich. Alles noch offen. Alles noch offen. Felika aber auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, souverän. Der Boxsack ist entscheidend. Wer da reinfällt, verliert wertvolle Sekunden. Ich finde es auch mutig, das Ganze mit Brille zu laufen übrigens. Und keine Kontaktlinsen zu tragen. Also mutiger wäre es, das ohne Brille zu laufen, Adi. Ja, okay, das wäre noch mutiger. So, das ist eine interessante Taktik. So, und jetzt einmal einen Applaus für Felika in Zeitlupe über den See drüber. Ja, also zum Glück ist der nicht stehen geblieben, der Boxsack. Das macht sie super und kommt da auch locker hoch. Ja,
Einfach stark. Sehr stark gespielt, Hugo darf starten. Ja. Und Hugo geht full rein. Also Hugo ist wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, der will noch vor. Komm, Hugo! Alles gegen Hugo. So. Okay, wir haben Phoebe am Boxsack. Was passiert mit Phoebe? Und das ist jetzt der entscheidende Moment. Schafft sie so, schafft sie es nicht? Ja, sie schafft es. Phoebe schafft's. Ja, na. Phoebe schafft's. Das ist im Ziel. So, und jetzt kommt es drauf an, wie schnell ist Hugo und was kann er noch rausholen für sein Team. Es gibt ja nachher noch Runden, es wird die Gesamtzeit gewählt, also noch nichts verloren. Aber es ist wichtig, dass er jetzt schnell ist und bloß nicht reinfällt. Ja, macht er gut. Macht er gut. Macht er gut, die anderen dürfen jetzt helfen. Zack, da geht's hoch. Schnell auf den Buzzer. Deutsche Eminem. War gut. Sehr, sehr gut. Man muss sagen, unfassbar starke Zeit von Team Phoebe, aber auch gute Zeit von Team Hugo, der ist am Ende. Das sieht man mal. Es kommt zu Hause wirklich nicht rüber, wie anstrengend dieser ganze Kurs ist. Deshalb, Tamina, wie ermüdet sind die beiden? Sehr, auf jeden Fall. Phoebe, würdest du sagen, ihr seid dumm gegangen? Ja. Dumm genug oder denkt ihr, dass da wäre noch mehr gegangen? Oder denkst du, das war jetzt so die Peak-Performance? Das war super dumm und super geil, ja. Nice, das freut mich sehr. Hugo, habt ihr Heiko als erstes reingeschickt, weil er sonst das grüne Licht nicht gesehen hätte? Ich bin nicht ansprechbar. Alles klar. Maxi, willst du vielleicht kurz einmal für Hugo reden? Wie war's für dich? Es war geil, hat richtig Spaß gemacht. Könnte ein bisschen länger noch sein. Ich glaube, mit dieser Meinung ist er relativ alleine. Aber ey, ihr habt's überlebt. Ich glaube, ihr könnt alle sehr stolz auf euch sein. Und damit zurück zu Dominik. Wahnsinn. Also, ich feiere diesen Modus wirklich krass, aber merkt auch, das geht schon richtig, richtig krass an die Substanz, ne? Hui, ich gehe mal kurz zu dir. Wie bist du mit der Leistung von dem Team zufrieden? Geht immer besser, aber ich bin trotzdem zufrieden, ich bin stolz auf die, deswegen passt. Ich meine, am Ende ist ja auch irgendwie wichtig, so hat man eine gute Zeit, weißt du? Ist die Teamdynamik bei euch gut? Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, oder? Ja, wirklich, finde ich auch, sehr geil. Und meinst du kommst dann auch gleich nochmal zum Zug? Ich glaube schon. Okay, schauen wir auf jeden Fall mal, was noch für Level kommen und ob das überhaupt erlaubt ist, mein Lieber. Habe ich dich ein bisschen reingelegt. Wie ist die Lage? Ja, es war halt langsamer ein bisschen. Aber ich sag ehrlich. Trotzdem doch gut, oder? Bist du zufrieden? Ja, also mit meinem Run sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe nicht einen Fehler gemacht. Und so allgemein mit dem Team, bist du stolz drauf als Captain? Ja, sehr stolz. Ich glaube, Türen hat wieder reingekracht halt. Ja. Ja, so ist es, mein Lieber. Ey, auch an dich nochmal die Erinnerung, ne? Wegen den Jokern. Also, die Zeit wird immer weniger, die zu usen. Ich habe nochmal eine Frage. Oh, perfekt, ja, das liegt die Regie. Kannst du mir die Karten? Noch eine Frage von Hugo, Leute. Okay, wir bereiten uns vor. Hugo, du kleiner Backert-John. Check keiner irgendwie. Wenn ich vor der nächsten Runde, das ist die letzte Finale. Nee, warte, nein, stopp. Was? Hä, nach Staffellauf gibt's noch Fang, glaube ich. Wie bitte? Nee, das weißt du ja aber wohl nicht. War Witz. Ja, da kommt noch ein Level 3 dann. Ja, kommt Level 3. Das ist ja... Ist es irgendwas, egal, ja? Auf jeden Fall, wenn ich das hier benutze, ja, ist ja, ne, alles oder nix. Ja. Und wenn wir jetzt gegen das andere Team verkackt haben, kann ich dann das benutzen und dann ist das wieder... Also du meinst, dass man quasi 2 Joker in einer Runde aktiviert? Genau. Das ist erlaubt, höre ich gerade. Ja? Das ist ja die absolute Joker-Mania. Okay, andere Frage? Ja? Ist das hier im Finale erlaubt? Nein, okay. Das ist nicht im Finale erlaubt. Okay, alle Regelfragen sind durch. Leute, ich würde sagen, lasst doch einfach mal nach diesen Runs, jetzt jedes Team ist einmal durch, den Zwischenstand einmal anschauen, oder? Hat die Regie den ready? Können wir uns den einmal angucken? Kommt, höre ich. Ich laufe mal kurz zum Bildschirm. Muss den ja so, Zwischenstand. Chat, wie waren wir? Das ist ja hier alles. Nee, so, das ist von vorhin, das ist vorhin. 1, Team Hugo mit 2 Minuten 3 nein, gerade. Nein, das ist vom letzten Mal. Jetzt. Okay, wollte gerade sagen. 18 Sekunden. Alles oder nichts gezündet von Team Platte. Hugo, bist du verunsichert? Nö. Glaubst du, die kriegen jetzt doppelte Zeit drauf und das Ding ist gelaufen? Die werden so gestormt jetzt. Also wenn ihr die wirklich abzieht, dann ist für die schon, dann sieht es richtig düster aus, ne? Die müssen ja wirklich gerade alles oder nichts, weil die ja wirklich komplett, ne? Klar, also es wird schon eng bei denen. Ja. Okay, ihr sagt mir ganz schnell eure Reihenfolge, wie geht ihr rein? Hui als Erster, Maxi als Zweiter, Feli als Dritte, ich als Letzter. Okay, klingt sehr, sehr geil und Hui kann zeigen, was er kann, das freut mich. Du musst locked in gehen, Bro. Bro, ich dachte, ich bin part of the team da. Nein, du bist, hier ist wirklich alles oder nichts gerade, ne? Okay, dann mach. Wenn wir verlieren, ist egal, ne? Ja, wenn ihr verliert, habt ihr eine schlechte Zeit. Wie? Ah, und die kriegen halt eine bessere. Bro, die können eh nicht mehr gewinnen, das ist voll dumm, also dass sie das jetzt benutzt haben. Geile Calls. Okay, macht euch ready. Ich will das Ding jetzt hier starten, ich bin heiß. Er ist als Dritter, ich hab verkackt. Alles gut, stellt euch einfach so hin, wie ihr laufen wollt, dass ich das einmal sehen kann. Stellt ihr euch auch einmal hin, bitte? Team Kevin. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, wer ist rechts und links? Soll ich wirklich Schere, Stein, Papier? Ja, jetzt. Wie heißt du?
Ronald Alexander Berger. Okay. Dicker, du bist kein Mentalist, Mann. Pass auf. Wie alt bist du? Oh, Hugo verliert. Hugo verliert das Ganze. Und Hugo, bitte auf deiner Bahn bleiben. Soll ich dich nochmal ermahnen? Bleib auf deiner Bahn. Also nochmal kurze Info vielleicht für alle, die für euch alle wichtig ist. Kurz zuhören, Maxi, Feli, Kevin auch zuhören. Lesern, wenn du mitrennst, auch zuhören. Die Türen, bei dem Türenhindernis, bleibt ihr bei den 3 Türen auf eurer Seite. Ist eigentlich obvious, aber ich sag's nochmal, okay? Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt, aber ihr bleibt auf eurer Seite, ja? Türen nur auf eurer Seite. So, Hui als Erster, Ronny als Erster. Dann macht euch bereit. Seid ihr gut drauf? Seid ihr ready? Ich bin bereit. Okay, dann sage ich nächste Runde Staffellauf. Viel Spaß. Let's go. So, es geht wieder um alles. Es wurde wieder der Joker gesetzt und das bedeutet, Ronny Berger muss jetzt erstmal vorlegen. Da haben wir 2 schnelle Kandidaten. Ist das etwa der erste Kandidat, der es Ronny Berger zeigen kann? Schau mal da. Es sind 2 schnelle Kandidaten, 2 kleine Kandidaten, die kommen beide ultra schnell. Aber Ronnys Taktik durchs Auto ist wirklich unfassbar. Wie der dort durchläuft. Aber das ist typisch. Oh, guck mal, Ronny Berger Ronny ist runtergefallen. Oh. Aber Hui auch. Hui müsste, glaube ich, theoretisch Hui muss, uiuiui, meine Güte. zurück. Er zieht aber durch. Und die Schiedsrichter haben nichts gesagt. Türen, beide kommen durch. Durch die richtige Tür. Meine Güte, ist das spannend. Aber Ronny Berger mit vollem Einsatz. Da ist immer wichtig, dass die Frisur sich nicht verhängt. Der hat ganz schön lange Haare bekommen. Ja, und der Vorteil bei Ronny ist natürlich, er ist den Run schon gelaufen. So, jetzt Boxsack. Und Sollte er kein Problem sein für Ronny. Aber Ronny macht immer den... Ja, super, easy. Gut gespielt. Meine Güte, ist der flink. Team Papa Platte hat den Joker gesetzt und Team Papa Platte ist vorne. Achtung. Es sieht gut aus. Und der nächste Starter ist Feister, der jetzt unterwegs ist. So, was macht Hui? Der kommt auch an und schickt damit Felika ins Rennen. Team Blau ist jetzt vorne. Ja. Wichtig ist jetzt sauber bleiben. Sauber bleiben, das Ding zu Ende. Hui-Trollt. Spielen, die Türen gut auswählen, keine Hallo, Fehler Chat. machen, gerade auf diesem Ding, was Hat Hui getrollt, Frage? Ich weiß den Namen immer noch nicht von dem Nein, das geht. Ja, das ist das drehende Die Ding. anderen holen das raus. Sweeper, das kann sein. Nein, es ist das drehende Ding. Okay, es ist das Oh, clean von Feister, aber. Zack, ja, Tür. Wo ist Feli? Wo ist Feli? das ist so geil mit den falschen Türen. Boah, er ist fokussiert. Übrigens, Feister auch gerade so ein bisschen im Gym-Arc. Der hat gestern Meal Prep mitgenommen. Hat sich Essen gekocht zu Hause, hat es gegessen hier. So, jetzt Felika. Oh, Ah, die Tür war shit. zu. Falsche Tür. Ja. Also das ist natürlich blöd, wenn die Tür zu ist. Die war aber offen. Gut gemacht. Und Felika ist nicht weit. Junge. Das kann hier noch richtig spannend werden. Wir haben hier gleich Lesan für Team Blau und Maxify für Team Rot. Guck mal, Ronny Berger hilft mit. Ja. Ist Komm, das Feli, komm. Eine tolle Team. Sie, Juli. So, Lesan darf jetzt los. Lesan ist relativ groß. Aber Komm, er Juli. hat ein Race mitgemacht und das ist ja auch ein Race. Deshalb ist er gut im Rennen. Es war ein langes Rennen, dieses Geil. Rennen ist etwas kürzer. Ist ein bisschen kürzer. So, Felika kommt jetzt und klettert da hoch. Also, Felika ist auch wahnsinnig sportlich. Die macht das wirklich super. Okay, jetzt komm. Maxi und Hugo machen das wieder gut, Chat. Leser muss wiederholen. Man muss sagen, Team Papa Platte ist ein bisschen vorne. Sie können, wenn sie das jetzt wirklich smart spielen, Chat, ihr müsst da mal anfeuern. Sie können das holen, sie müssen es aber smart spielen, sie müssen die richtigen Türen nehmen. Der Joker könnte sich gelohnt haben, 2 falsche Türen. Also jetzt in die linke Tür rein, die muss aufgehen. Gut gespielt, Leser. Boah, aber Maxi macht richtig Zeit gut, Digga. Das bedeutet, wir haben hier gleich ein unfassbar spannendes Finale. Let's Hugo gegen Papa Platte. Ich glaube, hier wird Wo es ist die gleich Spur? Rechts, Leser, ja. Ach du meine Güte. Oh, das waren nochmal 4 Sekunden. Meine Güte. Boah, hat richtig gute Zeit gemacht, Digga. Wie knapp das wird. Nicht reinfallen. Das ist wichtig. Oh, das wird unheimlich knapp. Bruder, das wird so knapp, oh mein Gott. Früher los. Jetzt starten wir die Das wird so knapp, Digga. Hugo ist auch da. Fuck, Bro, let's go. Komm, Hugo, zieh, Junge. Sein Team nach vorne bringt. Hugo, bitte. So, ihr seht Bitte fick ihn, Hugo. Ja. die Türen entscheiden das. Digga. Fick Doppel oder nicht, Hugo. Komm, Hugo. Hugo. Oh mein Gott. Die Kettentote. Kevin nimmt den Nein. Oh mein Gott, Digga. Was?
Ich bin fassungslos. Ich bin absolut fassungslos. Digga, die Türen haben ihn gebumst. Diese Scheiß-Türen. Wow, also, ja. Diese Robbery-Türen. Ich bin hier komplett am Überkochen. Also auch die Leute vor Ort sind so laut. Das hat sogar gerade durch mein Mikrofon in meine Ears übersteuert. Kevin, wie geht's dir? Grauenhaft. Digga, so geil. Und ich find's am allergeilsten, dass es gegen Team Hugo war und wir euch gefickt haben. Die Türen haben mich gefickt, die Türen! Ja, die Türen, was soll ich sagen? Ey, ich bin super stolz auf alle hier. Ich glaube, das war das Knappeste, was es bis jetzt gab. Sehr, sehr krasse Leistung. Ich muss auch sagen, Roddy hat ja wirklich, glaube ich, zum Spirit unfassbar viel beigetragen. Der hat hier gestanden und geschrien. Also ich glaube, ihr könnt alle sehr stolz auf euch sein. Heiko, du sitzt hier ganz alleine. Was ist los? Wo ist dein Team? Die sind auch da hinten, aber ich bin gut am Arsch. Ja? Ja. Also du hast jetzt ausgesetzt diese Runde? Ja, diese Runde wird ausgesetzt und dann switchen wir gleich nochmal durch, damit wir frisch sind. Das heißt, du wirst auf jeden Fall rennen? Ja. Okay, was denkst du, für wen musst du rein? Wer ist am meisten am Arsch aus dem Team? So, wo kracht's am meisten? Entweder Feli oder Hui wieder. Okay, check. Freunde, ich habe wirklich hier mit viel Mühe alle zusammengekratzt. Team Revi ist da, Team Hugo ist da, ist auch schon ready. Hugo, mit wem rennt ihr? Mit wem wir anfangen? Ja. Maxi. Und dann? Feli, dann Heiko, dann ich. Okay, sehr, sehr geil, fantastisch. Und Team Revi hat sich auch eingefunden. Ich glaube, Revi muss gerade verletzungsbedingt ein bisschen sich ausruhen, sich behandeln lassen, wie auch immer. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Das heißt, Nick, du vertrittst ihn. Oder du bist jetzt der neue Team-Captain, Niki, deswegen gehst du als letztes. Ja, und ich habe auch den ersten Twist als Team-Captain mitgebracht. Es sieht nicht gut für uns aus. Wir müssen alles auf eine Karte setzen für die Cinderella-Story. Und wir setzen alles oder nichts. Boah, der nächste Alles-oder-Nichts-Joker wurde gerade gezündet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, weil hier gerade noch ein paar Bizeps geflext wurden. Aber Team Revi zündet den Alles-oder-Nichts-Joker. Das könnte eure Chance sein. Von unten nach oben. Euer Ticket ins Penthouse. Ey, du, wir haben nichts mehr zu verlieren, oder? Ja, ist doch gut, den jetzt zu zünden. Also wirklich perfekter Zeitpunkt auf jeden Fall. Du rennst als erstes? Ja. Gegen Maxi, dann stellt euch gerne schon mal an die Startlinie. Und dann ist das unser letzter Staffellauf für heute. Seid ihr ready? Komplett durch, genau. Viel Spaß. So, und damit gehen wir rein in den letzten Staffellauf. Wir haben jetzt eine unglaublich spannende Situation. Okay, Chat. Lass mich das mal erklären. Einerseits sieht Team Revi den Alles- oder Nichts-Joker. Es kann immer mal gucken, ob wir gewinnen. auch bei Team Hugo. Es ist möglich, sie können es schaffen, aber Team Papa Platte hat vorhin eine gute Zeit. War mein Run okay? Ich wurde richtig gehatet, glaube ich. Hugo hat mich gehatet, glaube ich. War mein Run okay? Ich weiß nicht. Was machen die für eine Zeit, War gut? um zu gucken, wie viel hat Team Papa Platte auf Team Hugo War nicht so bad? Okay. Das heißt, wir haben hier insgesamt eine sehr, sehr spannende Digga. Ausgangslage. So, Maxify kommt. Ich schmecke Blut einfach. Danach, ich musste mich kurz hinlegen, Digga. Ich bin von jetzt auf gleich auf einmal gesprintet, Digga. Das war gar nicht gut. Holt sich den Boxer. Aber it is what it is. Wo ist Julia? Wo ist Julia? Sie müsste jetzt auch langsam Richtung Boxsack kommen. Und ich sage, Wir machen das jetzt. der Boxsack ist entscheidend. Sehr gut. Der ist echt entscheidend in dieser Brauchen wir den Chat Sehr, sehr und wir gut. brauchen die Halle. Julia kommt gleich an. Da ist sie am Boxsack. Das ist das schwerste Hindernis hier. Das ist das schwerste Hindernis. Wir gucken jetzt, wie sie dran steht. Jetzt mit den Beinen. Die Beine sind wichtig. Die Beine sind... Halten! Ich würde mich kurz, ich kann nicht reden. Ich würde mich kurz mal, ich muss kurz chillen. Alter, ich war gerade auf der Liege, aber ich chill kurz nochmal. Wunderbar gespielt. Wie sie sich mit diesen Jahren hochzieht. Sie ist schon in die Hälfte hochgesprungen, sehr gut gespielt, drückt den Buzzer, fällt noch mal ein bisschen um. Sie sind jetzt ein bisschen hinten, ist aber alles noch möglich. Felika, sie bouldert gerne in ihrer Freizeit, das heißt, sie kann sich wahrscheinlich an dem Boxsack relativ gut festhalten. Wir gucken rein, oh, langsam. Ja, das ist natürlich auch nicht vorteilhaft, aber souverän. Es reicht. Gut gespielt von Felika, einmal Applaus in der Halle. Uiuiui. Da oben scheint es rutschig zu sein. Das ist sehr, sehr rutschig. Nova trifft die erste Tür, auch wichtig. Ja, das holt immer wieder 5 bis 10 Sekunden raus, wenn du die Tür direkt triffst. Ja, also Team Revi ist hier voll im Rennen. Und die Zeit wird nicht schlecht sein. Und wir haben hier Team noch... Revi ist noch ein Kandidat, ne? Und Nikolas Kurt Stemmler. Ja. Der steht unten, der ist heiß. Er dehnt sich gerade, weil er weiß, er muss den Karren aus dem Dreck ziehen, in Anführungszeichen.
So, und Nova schafft's auch drüber. Alle drüber geschafft. Der perfekte Lauf bis jetzt. Sie werden aber auch irgendwie ein bisschen smarter. Man checkt, sie kennen den Kurs, sie wissen, wie man wo was machen muss. Das hilft natürlich. So, da ist er. Kurz Nikolas Stemmler, meine Güte. Mit wie viel Motivation kann man hier durchgehen? Castcrafter macht das auch locker am Boxsack und holt sich jetzt den Buzzer, dass Hugo los kann. So, Hugo mit einem souveränen Start, zack und boah, ui, wow, wow. Was für ein Run von Hugo. Okay, Niki will doch... Tür, richtige Tür. Uiuiui. Ja, man fällt da immer wieder ein bisschen hinten rein. Ihr müsst euch gleich bei Hugo mal auf die Liane ganz zum Schluss achten. Maxify hat eine ganz interessante Taktik entwickelt, dass er die Leute quasi hochschleudert zum Buzzer. Niki aber extrem motiviert, holt sich den Boxsack, Ja, wahrscheinlich dran schwingen. Aber das ist eine relativ deutliche Sache hier gerade. Gut, Niki, guck mal, wie der zieht. Und da wird geholfen, toller Team Spirit. Und damit darf Nick starten. Uiuiui. Aber Team Hugo holt souverän. Applaus für Team Hugo. Und Nick zieht noch weiter durch. Und das ist jetzt wichtig. Das ist Sportsgeist. Da brauchen wir die Halle. Da brauchen wir den Chat. Da brauchen wir einmal alle, die Nick hier durchbringt. Der hier nur noch das Rennen gegen die Zeit für sein Team macht. Das ist Sportsgeist. Das ist, was wir sehen wollen. Und als 2-Meter-Mann durch diesen Mini durch ist gar nicht so leicht. Kommt nicht. Gib noch mal alles. Mach die Tür zu. Ja. Ich habe es gestern auch versucht mit dem Mini. Es ist echt nicht leicht. Komm, Nick. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Wird noch ein bisschen gedrückt vom Ding. Oh, Super. Und jetzt musst du die richtige volle Tür Wucht. erwischen. Volle Wucht. Voll rein. Wähl dir die Tür aus. Ja. Überlegst dir. Er genießt's. Er genießt. Er genießt und nimmt die richtige Tür. richtige Tür. Applaus für Nick. Super macht er das. Super. Und jetzt darüber souverän. Jawohl. So, nimmt sich noch mal ein bisschen Zeit. Ja, es ist natürlich wahrscheinlich relativ schwer, das hinten raus. Es kommt noch ein Spiel. Es ist noch möglich. Es wird natürlich schwerer. Aber Nick spielt das hier Hauptsache sicher. nicht ins Wasser fallen. Will keinen Fehler machen. Genau, nicht ins Wasser fallen. Zack, an die Liane. Oh, noch mal ein bisschen ausgerutscht. Top-Leistung. So, auch diesen durch. Also, alles gegeben, sieht man. Es ist körperlich anstrengend. Guckt euch mal Nick an. Und eine sehr gute Zeit von Team Hugo, muss man auch sagen. Ja. Alles klar. Wer möchte hier repräsentativ für Team Revi mal zu mir kommen? Hi, Julia. Hugo, waren die Türen diesmal in Ordnung? Die Türen waren diesmal in Ordnung, ja. Fantastisch, man hört das ganz, ganz gerne. Ey, wie geht's euch? Wie ist die Lage? Ich glaube, ihr habt jetzt 8 Minuten 30 wurde mir gerade durchgegangen. Wie fühlt ihr euch damit? Ey, at this point, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir haben unser Bestes gegeben. Ey, man hat auch richtig krass den Spirit gesehen, wie auch gerade schon beim Kommentieren gesagt wurde. Man merkt, das ist eine sehr, sehr krasse Lernkurve. Hier werden immer so kleine Strats und Techniken entwickelt. Also alle Leute werden von Mal zu Mal besser. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Mal schauen, wie es jetzt im Finale wird. Wir schauen einmal auf die Punktetabelle. Wie ist jetzt der Stand nach dem letzten Run? Aber ich bin auf die nächste Paarung sehr, sehr gespannt. Da haben wir jetzt Team Hugo gegen Team Phoebe. Ich habe die gerade schon mal ready gemacht, dass die diskutieren schon mal, wer rennt und in welcher Reihenfolge, das werden wir gleich rausfinden. Ich finde, Schnick, Schnack, Schnuck ist eine perfekte Möglichkeit dafür. Ihr seid noch am Diskutieren, Männer? Was? Seid noch am Diskutieren? Habt ihr schon rausgefunden, wer rennt? Also wir beide, aber können wir entscheiden, wer was macht, wenn wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Klar. Es ist ein freies Land. Phoebe, wie ist die Lage bei euch? Angespannt. Okay, hast du 2 Leute schon rausgesucht? Fast. Okay, also am besten jetzt direkt machen, weil ihr seid jetzt dran. Dürfen wir wissen, gegen wen wir antreten? Ja, also gegen, ach so, auf dieses taktikmäßig. Weiß ich nicht, ja, I guess. Mach mal. Also die haben es gerade gesagt, wenn ihr zugehört habt. Maxi? Also ich brauche eure Entscheidung in 3, 2, 1. Login. Ich und Julie. Okay, perfekt. Dann brauche ich dich noch für eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck mit Hugo. Der Gewinner entscheidet, ob er anfangen will mit Fangen oder anfangen will mit Wegrennen. Bist du in irgendwas besser? Ich werde fangen, weil man darf ja ab da starten. Ab diesem Netz, ja. Ich mach da Full Dive. Okay, okay. Dann ihr beide eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Wer gewinnt, darf entscheiden. Phoebe, was willst du? Was denn? Ob ich fangen oder rennen soll. Er muss fangen. Er muss fangen. Dann renne ich. Okay, das heißt, erste Runde, Soll er jetzt als erstes? ihr entscheidet, ob ihr als erstes fangen wollt oder ob ihr als erstes rennen wollt. Was soll ich sagen? Ich renn weg. Du rennst weg. Okay, als Erste auch. Okay, dann muss Team Hugo als erstes fangen. Wer von euch fängt? Ich fang Phoebe. Also, dann haben wir das Duell der Captains. Hugo gegen Phoebe. Okay, du musst mir genau sagen, ab wann... Ich tippe dich dann an. Ich mach das ganz fair, Leute. Du weißt, ich bin Allmann. Mach das korrekt. Ja, rede mal.
Okay, Phoebe, bist du ready? Dann musst du einmal an die blaue Linie. Ich bin Auch, du bist einfach nur schnell durchrennen. Das hast du ja schon ein paar Mal gemacht heute. Wie sehr am Arsch bist du von 1 bis 10? Ich bin komplett am Arsch. Ich gar nicht. Oh. Ja, du willst nur meinen Kopf rein. Bluff. Okay, Phoebe, stell dich an die Startlinie. Phoebe, bist du ready? Du bist auch gleich ready. Ich tipp dich an, wenn du los kannst. Ich tipp dich an. Du musst richtig machen. Ich mach richtig. Okay, dann kommt jetzt dein Run, Phoebe. So, Chat, das ist jetzt sehr, sehr spannend. Das könnte ein theoretisches, Stand jetzt, theoretisches Finalduell sein. Phoebe gegen Hugo, wenn die beiden Team-Captains rennen müssten. Phoebe lässt sich Zeit und jetzt geht's los. Hugo darf los. Oh, Phoebe verhängt sich ein bisschen in den Dreiecken. Jetzt könnte es eng werden. Phoebe springt. Hugo kommt. Ah, und jetzt das Auto. Phoebe ist durch. Boah, aber die beiden... Oh meine. Hugo da rein. Alles okay bei Phoebe? Ich glaube, beide sind wirklich sehr, sehr krass ins Auto reingesprungen. Ja, ich weiß nicht, ob Tamina dorthin gehen kann. Gebt uns mal bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gut geht. Geht's euch gut? Hallo! Hugo, Phoebe? Wir reden mit euch. Super. Daumen hoch. Na, ich glaube, es geht den beiden gut. Das sieht gut aus. Aber die beiden, das liebe ich auch, sind immer so sehr ehrgeizig gegeneinander und sie sind immer auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ähnliches Niveau und sie haben beide wenig Angst. Das heißt, die schmeißen sich dann auch einfach voll rein. Und ich sage, in jeder Disziplin bei denen ist es knapp. Ja. Die Halle applaudiert, das heißt, wahrscheinlich geht's den beiden gut. Und Hugo holt sich hier 30 Sekunden raus. Ja, das ist immer das Wichtigste, dass sich hier keiner verletzt. Und wir schalten rüber zu Tamina. So, das war sehr turbulent. Ich musste sagen, als ich dich da hab losschießen sehen, habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Ich dachte, das ist irgendwie so Roblox Doors Finale oder so. Also, du hast richtig nochmal alles gegeben, oder? Ich habe alles gegeben, ja. Ja, krass. Ja, wie schon gerade gesagt wurde, vielleicht ist es schon ein kleiner Vorgeschmack aufs Finale. Hoffentlich. Wir hoffen, Phoebe geht's gut. Wir checken nachher mal, aber erstmal geht's in die nächste Runde. So, Maxi, jetzt bist du dran für Team Hugo. Du musst jetzt aber wegrennen. Ich weiß, das ist wie so ein Horrorspiel. Ich habe da richtig Angst immer. Das war schlimm. Ja, aber vielleicht bist du dann so richtig mit Adrenalin, Bro. Und Julie, guck den Blick an. Bruder. Nicht wie so ein Monster. Bitte nicht schreien. Ich kack mich sonst ein. Mach einen Jumpscare. Welchem Tier hast du am meisten Angst? Gar keine. Okay, Maxi, geh an die Startlinie. Bist du ready? Alright, dann für Maxi viel Spaß. So, okay, wir gucken mal. Wieder ein bisschen langsam am Anfang. Aber ich sag Julie, Digga, den willst du nicht im Nacken haben. Guck mal, wie Julie da steht. Guck mal, Julie. Guck mal, Julies Waden. Der hat Waden wie zwei Schinken. Was ist denn das? Und Julie ist unfassbar schnell eigentlich durch die Dreiecke. Ja, ein bisschen verkantet. Oh, nee. Oh, umgefallen. Ui, Julie packt mit, aber jetzt kommt... Maxi hat sich, glaube ich... Und zack, Julie hat den zack. Maxi hat sich, glaube ich, ein bisschen wehgetan bei der Einladung. Er hat kurz gewartet. Wir hoffen, dass alles gut ist. So, dann schreibt mal eben zu uns. Ja, ihr könnt auch im Chat auf jeden Fall die Daumen drücken. Wir hoffen, dass das alles okay ist und keine Verletzung. Das ist natürlich ein wahnsinniger Stress, wenn Julie Pohl wie ein Wildschwein hinter dir her hämmert und versucht zu fangen. Julie ist übelst schnell, Digga. Ja, also die beiden sind voll reingegangen. Julie ist fast über das erste Obstacle drüber gesprungen, hat sich auf dem Trampolin dann hingelegt, weil er das Trampolin nicht getroffen hat. Und ich glaube, Maxify ist bei der Landung vielleicht nicht ganz smooth aufgekommen. Wir hoffen, dass alles gut ist. Aber also die Duelle haben es in sich und es ist echt ein bisschen das Auto, weil das Auto halt ein bisschen ausbremst. Ne? Also auch wenn du gut vorne bist, kannst du ja nur langsam durchs Auto gehen. Und wenn dann der andere von hinten kommt und einfach mal voll reinspringt, ja, willst du machen. Nach vorne greift, ja, dann ist es so. Aber wir hören mal, was Reese sagt und hoffen auf jeden Fall, dass alles gut ist. Und als nächstes rennt hier Team Kevin gegen Team Hugo. Und bei Team Kevin ist es tatsächlich so, dass da rein rechnerisch noch theoretisch alles drin ist, wenn die jetzt hier Vollgas geben. Und ich sehe schon, Lesan, du gehst an den Start für Team Kevin? Ich kann den Start für Team Kevin. Okay, das ist geil. Wer ist der Zweite bei euch? Ihr braucht zwei, oder rennst du beide? Wie Zweite? Naja, einer rennt und einer... Wer ist der Zweite? Dann fange ich als nächstes. Erst Lesan, dann ich. Okay, du kannst jetzt einmal kurz mit Hugo Schnick, Schnack, Schnuck machen. Komm her, mein Achi. Hui und Hugo sind's bei Team Hugo. So, Gewinner entscheidet. Kevin, Hugo, sorry. Willst du zuerst fangen oder willst du erst wegrennen? Ich will fangen. Okay, also Team Hugo fängt erste Runde, Team Kevin rennt erste Runde weg. Ihr kennt das Spiel, geht vorne an die Startposition. Ey, kein Druck, aber für euch sind das... Egal, sind wir die ganze Zeit mute gewesen, Chat? Habt ihr uns nicht gehört? Warum sagt ihr nichts? Joker-technisch noch irgendwas am Start bei euch? Oder ich rede die ganze Zeit ins Mic, keiner schreibt. Ne, im Kopf haben. Ich halte sogar hier rüber so die ganze Zeit. What the fuck? Keiner sagt? Dann kommt jetzt hier dein Countdown.
So. Okay, warte, wer ist jetzt? Er hebt die Fäuste. Ist bereit, Lesan gegen das Ding Hugo, zu okay. holen. Jetzt aber Fokus, keine Gesten, Gas Okay, geben. okay. Das ist, Ich weiß nicht, ob dieses langsame Laufen ein Play ist. Ich glaube, es ist, ja, aber ich glaube, es ist schon geiler, da jetzt direkt mit Speed reinzugehen. Ja, Bruder, guck mal, er hat ihn schon. Hugo ist so schnell damit. Oh, der ist krass, Digga. Holy shit. Oh, Hugo ist ein Raubtier. Was hat... Ja, das geht, das darf er nicht, das darf er nicht. Nein, das darf er nicht, das darf er nicht. Bruder, in keiner Welt. Ja, trotzdem. Bruder, ich sag, dafür müssen wir doppelte Punkte bekommen. Digga, dafür müssen wir doppelte Punkte bekommen. Bro, weil er hätte mir auch die Finger eincremen können oder so. Ja. Digga. Real Talk. What the fuck? Du Wichser gehört mehrfach von Hugo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nachvollziehen. Ich habe selber gerade ein bisschen Herzklopfen bekommen. Aber ich checke, Bruder, ich habe die Türgriffe da vorne auch nicht gefunden, ne? Der hat sein Knie jetzt nicht gefickt oder so. Ich muss sagen, er hat auch gerade gezwinkert, was ihm alles egal ist. Ja, die juckt das gar nicht, ne? Alter. Komm her. Bruder, wirklich, der ist wie so ein Raubtier. Ich hab so Angst. Also man merkt, es ist hier wirklich sehr ereignisreich. Ich sage, wir müssen doppelte Punkte dafür. Ich schwöre sogar. Mein linker Fuß ist ziemlich kühl. Ich weiß nicht warum. So, Dominik. Ja gut. Wie machen wir es? Kriegen wir jetzt doppelte Punkte für den Regelverstoß? Lesan hat die Tür zugemacht beim Auto. Hab nichts gehört auf dem Ohr. Nein! Dann frag nochmal nach. gesehen, du hast einfach direkt durchs Fenster. Nein, Lesan hat die Tür zugemacht danach. Ich habe zuerst geguckt, okay, wo mach ich die Tür auf? Hab nichts gefunden, dann dachte ich, ja komm, scheiß auf Fenster einfach. Ja, aber ich muss sagen, nur Respekt dafür, dass du das so schnell bekommen hast. Hat er die überhaupt zugemacht, Chat? Hat man das gesehen? Oder war die einfach zu? Kannst du stolz auf dich sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ich will jetzt hier keine False Accusations machen, wisst ihr? Ja? Ja, das ist verrückt, Digga. Vielleicht kriegt man das Ich sag, das war schon gewollt. Ja, natürlich. Erstmal geht für die nächste reguläre. Ja, oder Finger in der Tür, alles, das ist jetzt so So krank. Leute, wir werden jetzt dran mit dem Run. Hui gegen Kevin. Kevin fängt, aber mir wird hier so ein Joker im Gesicht rumgewedelt. Was ist los? So, Hui fetzt Wir haben jetzt. uns gerade entschieden, dass die Strategie von Lesan mega geil war und ich glaube, das ist die letzte sinnvolle Möglichkeit. Oh, Digga, Lesan, falls du mich verrückt. hörst, Bruder, du musst noch mal reden. Wir wiederholen die Runde, Mann. Jetzt sag ich mal auf. Du machst doch mal. Du rennst doch mal, Bruder. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mach mal ein bisschen Lärm für Lesan. Er hat doch wieder beide Schummel, perfekt. Aber wir brauchen Hugo noch dafür. Wo ist Hugo stecken geblieben? Bruder, man Hugo, darf komm doch die schnell. Tür nicht zumachen, oder? Nein, darf nicht. Wir haben es gestern so Hast du mitbekommen? Aber Kevin meinte gerade, er fand die Strategie von ihm geil. Joker wurde gezündet, mein Lieber. Hä? Direkt wieder an die Linie. Einmal kurz trinken ist wahrscheinlich erlaubt. Jetzt mal ganz kurz, man darf doch die Tür nicht zumachen, oder? Schluck. Diese Türgeschichte diskutiere ich nicht mit euch. Hat er gut gemacht, so schlau. Nein, das geht nicht, Bruder. Das ist viel zu gefährlich. Oder du kannst auch Kindersicherung reinmachen, geht gar nicht mehr von innen. Bruder, das können die nicht machen, das ist so gefährlich. Wie geht's dir? Bruder, gleich macht der Scheibenwischer an. Fußballverletzung von damals, Das Bro. ist nichts mehr. Ich kann mein Knie nicht mehr Wir sind gegen die anwinkeln. Startlinie, wir fackeln nicht lange, der Also, Run wird wiederholt. das ist grad Wegen Max. Showgas vom Tipa Platte. Scheiße. Ich kann heute nicht mehr laufen. Kühlen oder sowas? Wird nicht helfen. Und natürlich auch bitte durch alle richtigen Türen. Meine Auch Sehne Leser für hier ist dich. verkürzt. Ich weiß, Die man Sehne ist im verkürzt. Dings, aber du musst auf den Und rechten Türen bleiben, wenn du Ich hatte das schon rechts öfter gehabt, rennst, beim Fußballspielen waren Nicht die oder Tür so. links, Eine Tür falsche rechts. Bewegung und Okay. gefickt. Kuss. Deswegen mache ich gerne Sportarten, die Alright. safe Wenn du ready sind. bist, ist das dein Joggen, Countdown. easy. So, der Joker ist Was haben die jetzt gezogen. gesagt, Das heißt, Chat? es geht Ist in die das erlaubt? Wiederholung Und ich bin mir sicher, die Tür wird gleich zu sein. Was ein Trick von Lesan. Schlau. Super. Ich wollte vorher noch sagen, er hat zwar die Tür vom Mini zugemacht, aber dafür Ja, hat das ist verrückt, Digga. zugemacht. Weil es gegen die falsche Richtung. Also Retalk, da run ich doch nicht. Als Gejagter den Nachteil mit dem Die Tür zu? Ah, laufen gelassen, Digga. Okay, jetzt muss er die Tür treffen. Hat er. Oder? Hat er, ja! Yes! Haben die gekämpft, die springen da Chat rein. Maxi ist gefickt. Es war nicht mehr weit bis Ich zum bin Buzzer, komplett gefickt, aber Digga. Mein Knie. Scheiße. War so wichtig, Digga, so wichtig. Du bist meine Beute. Okay. Du bist meine Beute, sagt Hugo. Hui. Komm mal jetzt zu mir. Sag das denen direkt, dass du Tür nicht machst. Das ist Gentleman's Agreement, das ist todesgefährlich, das ist richtig dumm. Was hast du diese Runde anders gemacht? Nein, was machst du da? Mit der Tür wolltest du das eigentlich Komm, mein noch Knie machen, wieder das hat fit. einfach nicht funktioniert.
Darfst du das? Hä, Bro, ist mein Knie. Mich brauchst du gar nicht mehr angucken. Sicherlich ein Schlitzohr, aber ich mache einen Trick einmal. Dann bleibe ich wieder fair. Mal gucken, was Hugo sagt. Also ich kann auf jeden Fall. Das ist wirklich super gemacht. Du sagst, ob du auch. Ich habe mich gefühlt wie eine Gazelle in Danke, Jen. Ich glaube nur nicht, dass ich viel reißen kann. Ja, okay. Aber ich glaube, wir sind dann gegen Revi und so, ne? Frage, wer von denen läuft. Ja. Aber ich sag ehrlich, Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute... Hugo rasiert gerade komplett, ne? Ja, Digga, der ist ein Tier, wirklich. Ich muss also. Aber der hat keine Ruhe mehr gleich. Ja, der muss jetzt chillen. Ich will nichts schicken, aber ich bin schon. Aber ich glaube, Revi-mäßig. Das ist eine Ansage. Das Knie auf einmal. Ja. Der ist zu den anderen zurück. Ich glaube, Revi-mäßig ist eigentlich nur Niki der gefährlichste, glaube ich. Kann ich nicht ganz einschätzen, aber gefühlt ja. Revi hat sich verletzt, glaube ich. Das ist so anstrengend. Ich wäre nach 3 Nick war Metern eben auch wirklich eher schon so krank entspannt. Deswegen Ja. wirklich großen Respekt, aber Ja, Nick Team wird Hugo safe konnte laufen. sich da die 30 Sekunden doch nochmal sichern. Das Aber heißt, beide hui, Male ist halt du die musst jetzt Frage. an den Ich Start. glaub, Nick und Niki du fliegst laufen. weg und Kevin versucht, dich zu fangen. Für Kevin Nick steht und Niki gerade laufen gleich, glaube ich. potenzielle Okay, Chat, wir gehen ins Spectate wieder, haut rein. Für sein Team auf dem Spiel, die das Team auf jeden Fall dringend gebrauchen kann. Hui, wenn du ready bist, dann ist das jetzt dein Countdown. Ja, wie es Reese schon gesagt hat, das ist jetzt wirklich ein direktes Duell. Kevin will Zeit gut machen auf das Team Hugo. Das heißt, er muss ihn schnappen. Aber Hui ist klein, Hui ist flink, Ja, aber Hui ist schnell. und Kevin ist unterwegs. Jetzt muss alles sauber sein. Schließt er die Tür oder lässt er sie offen? Er lässt die Tür offen, konzentriert sich auf seinen eigenen Run. Okay. Er geht wieder auf die linke Bahn rüber, aber es wird nicht geahndet. Die Schiedsrichter Kevin macht's sagen gut. nichts. Guck mal Kevin, macht's gut. Und er hat nicht die richtige Und Tür. da wird Kevin die Chance haben. Wow, Glück für Kevin. Glück für Kevin, macht er gut. Ist auch schnell, aber Hui springt einfach gegen die falsche Tür. Ja, und man muss sagen, ja, es ist wirklich schwer mit den Türen. Du musst sie richtig erwischen, ansonsten wirst du wahrscheinlich Ja, geklärt. und du musst eigentlich die 3 links oder die 3 rechts wählen. Und hier haben sie eine Mischung gemacht aus beiden. Ist okay, wenn die Schiedsrichter nichts sagen, ich lass durchgehen. Ich auch, mir ist es egal. Versuch's. Moment. Oh Gott. Ist ein bisschen wackelig hier. Es wäre fantastisch, wenn ihr mir ein bisschen entgegenkommen könntet. Sonst knick ich hier um, dann kann man mir unter den Rock gucken und diesen Clip brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kevin, du hast nochmal richtig aufgeholt. Hattest du irgendeine bestimmte Taktik, mit der du da losgelegt hast? Hui wusste nicht, dass die linken Türen zu sind. Ja, da vielleicht nochmal ein Public Service Announcement für alle, die jetzt irgendwie gleich nochmal rennen. Nur die rechten 3 sind irgendwie offen. Da steht nämlich auch der Buzzer. Deswegen, ja, können die Leute wohl aus deinen Fehlern lernen, nicht Jan? Ja, war ein bisschen unglücklich, aber ja. Dicker, du warst aber übel schnell. Ich glaube, hättest du die Tür direkt gehabt, weiß ich nicht, ob ich dich gehabt hätte, Bro. Ja, er hat ja auch eben noch aus diesem Schwung Salto gemacht, also es war wirklich voller Körpereinsatz. Trotz dessen kann er sehr stolz auf seine Leistung sein. Deswegen, erholt euch ein bisschen und dann geht's in die nächste Runde. Der Clip war gerade geil, als Hui so head first in dieses Dreieck da reingesprungen ist. Wir sammeln ja auch immer noch die Situation für den Best Fail und natürlich später auch noch das MVP-Voting, Freunde. Komme ich aber noch dazu. Ich gehe mal kurz hier rüber, weil hier ist ein gewisser Tumult entstanden. Ich habe das Wort Joker irgendwie gehört. Ich halte einfach das Mikro mal rein. Wie bitte? Wie sieht's aus bei euch? Wollt ihr was zünden oder nicht? Ich muss kurz mit Hui reden, der hat mich, glaube ich, noch nicht verstanden. Dann ruf den mal her, ruf mal Hui. Hui! Hui, helft mal alle mit! Hui! Wo sind die Hui-Supporter? Hui, bitte einmal kommen! Hui! Hui, wo bist du? Hui! Hui, da ist er ja. Hast du mal Wiederholung oder fühlst du dich nicht sicher? Doch, eigentlich war gut. Ich habe vergessen die Tür. Ganz rechts, ne? Und auch nicht diese Salto, du hast irgendwie Salto gemacht. Willst du wieder, bist du safe? Komm, das ist das gefährlichste Team für uns. Bist du safe? Wir machen. Willst du das machen? Wir machen. Oh, warte mal, ich habe hier gehört, wir machen's. Und Team Hugo ist jetzt offiziell der Wiederholungsjoker! Da muss hier mal Kevin aus seiner kleinen Fansession rausholen, das Toupet noch mal zurechtbügeln. Der Mann muss noch mal ran. Oh, Kevin, jetzt noch mal schnell die letzte Kondition zusammenkratzen, Bro. Ja, ihr gottverdammten Wichser, aber gut, wir haben's ja auch gemacht. Ja. Okay, Hui, mein Lieber, dann geh an den Start. Du weißt schon, wie es läuft. Überall schon Pflaster, Kratzer, Haut ab. Mach schnell deinen Schuh noch zu, Bro, bevor du rennst. Dein Finale, Bro. Rechts 3 Türen und links 3 Türen. Du darfst nur die rechten benutzen. Du hast die linke auf einmal. Und für Kevin steht's wieder. Einfach. Wenn nicht, dann Genau wie gerade auf dem Spiel, 30 rechts Sekunden kannst du für dein Team rausholen, Bro. Schaffst du es nochmal? Ja. Ah, das ist eine gute Einstellung. Ich versuch bei diesem Trampolin. Hui, mach schnell den Schuh zu. Backflip oder so zu machen. Einfach auf Füßen landen. Ja, okay. Ich bin überall, Leute.
Diese Geheimtricks. Ja, hier muss ich das geben. Okay, der Tipp war einfach... nö, lass aber liegen. Der Trick war einfach auf den Füßen landen, oder was? Ja, er hat da irgendwie Salto gemacht oder so. Er muss einfach auf... Salto ist Quatsch, Bruder. Jetzt hier keine Kunststücke. Ja. Clean, Hui. Clean durch. Hui, also. Geh an die Startlinie. Du bist ready. Dann ist das dein Countdown. Hui, 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 hui. Er spielt sehr gut GeoGuessr, aber er muss auch die richtige Tür finden. Wie fandest du diesen Spruch gerade? Also Adi hat gerade zu mir gesagt, lass mich mal einsteigen. Hui, hui, hui. Damit, guck mal, Kevin Bench! Guck mal, wie der Gas geht! Aber Hui auch wieder schnell, komm durchs Auto durch! So, jetzt durchs Auto flitzen. Kevin ist schon dran! Kevin ist guck mal, da, er Kevin hat ihn, meine Güte! Kevin hat ihn! Wow! Unglaublich Was eine gespielt! Leistung! Unglaublich gespielt! Sie haben den Wiederholungsjoker gesetzt, das hat nichts gebracht. Und guck mal, wie das Team feiert. Die wissen, das war wichtig. Wir schalten rüber zu Tamina. Ich glaube, Hui musste noch einmal kurz rauskommen. So, ihr beiden, ihr müsst leider noch mal ganz kurz mit mir reden, das tut mir wirklich leid. Ja, hast du irgendwie festgehangen oder was genau ist da gerade passiert? Weil ich habe es leider nicht sehen können. Ich bin eigentlich wie immer gesprintet, aber irgendwie, weiß ich, war langsamer einfach, glaube ich. Ja, ich habe beim ersten Run gemerkt, ich war am Anfang richtig dumm langsam. Da dachte ich so, ja gut, dann lauf ich schneller jetzt. Das war nicht schwer. Ja, ich glaube, Hui hat am Anfang auch so ein bisschen geultet und direkt die ganze Kraft noch benutzt, deswegen so ein zweiter Run ist nicht ohne. Ich finde, ihr habt es trotzdem fantastisch gemacht, deswegen trinkt was, erholt euch. Und jetzt geht es wirklich in die nächste Runde. Ja, Leute, so kann es halt passieren. Da hat der Joker nicht connected. Ich gucke in sehr, sehr lange Gesichter hier bei Hugo und bei Heiko. Hugo und Heiko, das ist eigentlich auch ein geiler Duo-Name irgendwie. Was sind die Gedanken jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht geil, wa? Ja, Maxi ist halt jetzt verletzt. Ich wollte eigentlich jetzt chillen. Ja, ihr seid halt direkt danach im nächsten Match wieder dran gegen Team Revi, ne? Du chillst jetzt. Aber ich sag mal, so einen kleinen Verschnaufer kann ich euch noch geben, Hugo, denn du hast auch eine Grußbotschaft bekommen. Weißt du von wem? Ich? Du hast eine bekommen, ja? Wirklich jetzt? Ja. Von? Kannst du es dir nicht vorstellen? Drinking Pineapple Juice? Nein, von Coxic, nein. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hey Leute, ich wünsche euch ganz viel Glück. Team Hugo, ich hoffe, ihr gewinnt das. Ich wäre gerne da bei euch, aber leider, was soll ich sagen? Guckt euch die Aussicht an. Ja, egal. Leute, ihr macht das. Ey, Wichtiger, ich küsse dein Herz. Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Du bist der Goat. Alle mal klatschen für Wichtiger! Sehr, sehr schön. Da ist noch Energy in dieser Halle da. Das finde ich sehr, sehr geil. Freunde, eine ganz, ganz wichtige Info, eine Erinnerung noch für alle Teams. Für alle Teams, außer für Team Phoebe. Alle, die noch einen Joker haben, ihr müsst den bis zum Ende von Level 3 eingesetzt haben. Also ihr könnt nicht sagen, ihr setzt einfach einen gar nicht ein. Das heißt, bei euch ist es noch einmal der Alles oder Nichts. Und bei Team Revi ist es der Wiederholen-Joker. Die müssen noch geused werden. Das sage ich euch nur. Der Joker muss in diesem Spiel noch gemacht werden. Das ist die letzte Runde. Und er zieht ihn, den Alles oder Nichts Joker. Ich wollte gerade sagen. Okay. Wenn ich fange, würde ich den einlösen. Na gut, das ist alles okay irgendwie. Ja, das kriegen wir schon alles hin. Also, wer hat gewonnen bei Schnick, Schnack, Schnuck? Ich fange an. Ich renn weg. Du rennst weg und wirst von wem gefangen? Von Nova. Okay, das heißt, der Alles- und Nichts-Joker ist dann in der Rückrunde aktiv. Heiko, geh einmal auf die Startlinie. Ja, es geht weiter mit Heiko. So, Heiko sehr, sehr schnell gefangen werden. Schwierig, weil du hast die Türen. Ja. Also wir haben jetzt gesehen, dass die Leute, die fangen, im Vorteil sind. Wenn du es aber mal schaffst zum Buzzer, ist das ein großer Vorteil für dein Team. Und da siehst du schon, Heiko gibt alles. Ja, du holst auch echt viel Zeit aus, wenn du es wirklich bis zum Buzzer schaffst. Man muss aber sagen, Heiko jetzt unfassbar schnell unterwegs. Ich habe aber auch gesehen, ich glaube, Nova hat ganz bisschen den Start verpennt. Achtung, sie hat nicht genau gecheckt, wann sie loslaufen muss. Und Heiko schafft das. Hat die Tür. Wow! Oh, mit dem Kopf drückt er den Buzzer. Meine Güte, ich hoffe, die Brille ist nicht kaputt gegangen. Wir schalten rüber zu Tamina. Ach, einen Moment, sorry, ich muss hier hochkraxeln. Das ist mein Workout an sich des Tages. Heiko, du bist hier richtig am Overperformen. Wie geht's? Super, aber wo ist Nova? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie schon umgedreht ist. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es jetzt reicht. Ach, Nova ist umgedreht? Okay, perfekt. Ey, ich kann's nachvollziehen. Hast du hier schöne Shots bekommen noch? Was habe ich? Du noch schöne Aufnahmen bekommen hast. Ich hoffe schon, once again, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ey, das wird ein insaner Block auf jeden Fall. Also dieser Mann ist ja nur am Overperformen hier gerade. Ich glaube, so schafft ihr es auf jeden Fall noch ins Finale. Aber jetzt geht's erstmal zurück. Also Leute, ich wollte jetzt gerade schon das nächste Matchup hier ankündigen, aber dann habe ich gesehen, dass hier von Julia der Runde Wiederholen-Joker hochgehalten wurde. Zündet ihr den?
Wir würden ihn sehr gern zünden. Okay, dann wird diese Runde tatsächlich wiederholt. Das ist natürlich eine harte Nummer. Hugo, du guckst hier ein bisschen komisch aus der Wäsche. Ja, ist halt, ne, aber Heiko macht das. Also, Heiko, wo ist er überhaupt stecken geblieben? Heiko, du musst mit den Fans sofort aufhören. Ich brauch dich hier. Also nochmal genau gleiches Setup wie gerade. Alles genau gleich. Stellt euch hin. Geil. Dann ist das jetzt dein Countdown. Ja, das ist natürlich gut, dass sie den Joker gesetzt haben, weil Nova war vorher wirklich ein bisschen zu spät. Das heißt, diesen Nachteil haben sie jetzt nicht. Und jetzt geht's los für Nova. Sie hat vorher gesagt, mach mal ruhig, Bruder. Das ist natürlich mehr für sie von Vorteil. Aber ich glaube, Heiko, wenn ich den so angucke, ich glaube, der Bruder macht nicht ruhig. Boah, Heiko ist so flink. Wow. Schon aus dem Auto raus. Wow, ist der flink. Oh, Nova ein bisschen mit Schwierigkeiten. Aber wo ist Heiko? Wo ist Heiko? Uiui, da ist Heiko. Und es ist nicht die gleiche Tür. Nee, aber guck mal da, er kann alle 3 Türen testen. Ja, er hat die Zeit, wird es mit dem Kopf machen, mit der Hand. Souverän gespielt, muss man sagen. Ja, GG. Aber auch an Nova GG, alles gegeben, das ist immer das Wichtigste. Also das ist wirklich unfassbar, wie flink du bist. Und ich finde das auch sehr gentlemanmäßig, dass du schon die Tür wieder zumachst. War es jetzt noch mal ein bisschen anstrengender oder konntest du die Knowledge vom Rennen eben noch mal nutzen, um noch ein bisschen besser zu performen? Nee, Back-to-Back ist ein Killer. Back-to-Back geht nicht. Ja gut, dann Hugo, lass den Mann jetzt ein bisschen durchatmen und dann zurück einmal zu Dominik. Und wir kommen einmal in die Rückrunde. Warte, ich muss mal hinten Nick mich hier rausarbeiten. Rückrunde, Nick rennt, Hugo fängt. Ja. Was glaubst du, wie wird das? Lustig. Der ist halt schnell, gell? Ja, der ist super schnell. Aber vielleicht rutscht er auch irgendwo aus am Anfang und bricht sich den Fuß, dann hättest du eine Chance. Ja, ich glaube, das wird passieren. Okay, lass ihn das mal wünschen. Natürlich auf gar keinen Fall, soll sich keiner verletzen. Warte mal, Hugo, was hast du in der Hand? Hier, Schrei's mal ganz laut ins Mikrofon, was du das. Ich habe gar keine Kraft mehr. Den Alles- oder Nichts-Joker für Team Hugo. Ein bisschen leer von den Hugo-Supportern. Das könnte mal wieder sein hier. Das könnte schon wieder mal so ein Twist hier sein. Wo ein bisschen noch mal die Zeit rausholen, aber du musst den Mann halt auch fangen jetzt. Bruder, er macht er macht so. Er macht Sohle trocken. Oh, krass. Du musst ihn jetzt fangen, ja? Ich kann nicht mehr. Hol doch deine letzte Energie, Bruder. Das ist euer letzter Joker. Das ist jetzt wichtig. Dann ist das dein Countdown. Und Nick. Achso. Ja. Bis zum Netz ist eh egal. Du kannst ruhig. Willst du noch mal neu? Er braucht fürs Feeling den Countdown noch mal neu. Ja, den braucht man, um reinzukommen. So, und jetzt geht's los. Da kann er eigentlich noch chillen. Das ist kein Problem. Und jetzt geht's los. Komm, Hugo, lauf! Hugo, bitte! Hä? Hä, was ist passiert? Digga, was? Hä, was ist gerade passiert? What the fuck? Bruder, er hat ihn ja komplett hops genommen. Ey, aber W, sag ich ehrlich, das war... Nimm mal mit die Zeit, ne? Also, Freunde, ich mach's kurz. MVP von Red Bull Jump'n'Run 2026 Speedrun Edition wurde aufgrund des Votings, des Chats, Castcrafter Heiko! Komm zu mir! Komm zu mir! Glückwunsch, mein Lieber. Danke, ich war im falschen Team gerade. Ja, du warst im falschen Team. Wir können uns, glaube ich, vielleicht ist dein Replay gerade noch da von deinem Fail. Können wir es noch mal kurz anschauen? Ja, ich hab's nicht gehört, aber ja. Also auf jeden Fall Glückwunsch, Bruder. Achso, warte mal, bin ich dumm, ist doch MVP. Leute, ihr könnt mich langsam kochen. Ich wollte dir gerade Best Fail verleihen, Bro. Heiko, du bist MVP geworden. Ja, geil. Hättest du auch jetzt von mir einfach Best Fail angenommen? Hätte ich auch gemacht, ja. Du hast gar nicht gecheckt, was los ist. Nee. Ich hätte ihm jetzt einfach Best Fail geben können, er hätte es nicht gemerkt. Ist ja geil. Heiko, ich überreiche dir mal den Preis schon mal. Das ist deiner. Egal. Ja, übergeil. Dankeschön. Du bist MVP. Einmal Applaus für Heiko. Dankeschön. Linke Seite ist lauter, ich brauche Nummer rechts fürs Finale! Ja, das ist rechts. Vielen Dank an Ronny, der geht da oben gleich alles für euch beide. Erstmal ganz kurz, das müssen wir formal einfach einmal machen, weil es ein toller Moment ist. Phoebe, Hugo, ihr steht gegeneinander im Finale. Hättet ihr das gedacht zum Start des Abends? Nein. Was hättest du gedacht, wer schafft's? Oh, Hugo und Revi fand ich schon krass, ja. Ja, okay. Und jetzt stehst du hier und hast die Chance, das Ding hier heute Abend zu holen. Es ist nur noch ein Run entfernt. Ja, ich hab Angst. Hugo, wie ist es mit dir aus? Dedication? Bruder, also ich habe sehr Respekt vom Finale jetzt. Ich habe sehr Respekt vor Phoebe. Ich bin komplett am Arsch, aber ich dachte auch von Anfang an, dass das zustande kommt jetzt hier. Okay. Du dachtest von Anfang an, das kommt so zustande? Ja.
Okay, sehr, sehr spannend, Freunde. Wir werden auf jeden Fall aus dem Abend heute nur mit einem Siegerteam rausgehen und das bestimmen wir im Finale wie folgt. Ihr beide, die Team-Captains, also Phoebe und Hugo, rennt den Parcours runter, wie ihr es bis jetzt schon gewöhnt seid. Der Sweeper ist, by the way, gefreezed, also da rennt ihr einfach durch, okay? Ihr rennt so schnell ihr könnt und bevor ihr an der Rampe ankommt, die ihr aus Spiel 2 noch kennt, biegt ihr jeweils auf der linken Spur nach links und auf der rechten Spur nach rechts ab, denn dort müsst ihr auf eine Plattform hochklettern und dann mit einem Leap of Faith, mit einem Sprung ins Leere auf einen Buzzer drücken. Wer das als erstes macht, hat den Abend heute gewonnen. Dafür finde ich es schon mal einen Applaus. Ready, Leute. Wir haben da hinten wirklich aufgebaut wie verrückt. Das sieht so krass aus da hinten. Aber nicht nur ihr beiden seid gefragt, sondern das ganze Team ist gefragt. Denn alle anderen, die nicht mitrennen, stehen hinten an dieser Stelle, wo Hugo und Phoebe sich hocharbeiten müssen. Denn ihr habt da so Bierkisten, so Getränkekisten, die ihr dann immer anreicht. Und Hugo muss sich quasi, und Phoebe auch, mit diesen Kisten so hocharbeiten. Kennt ihr das? Das ist so ein klassisches Game. Mit diesen Kisten hochbauen. Ihr dürft die angeben, ihr dürft werfen, ihr machen, was ihr wollt. Ihr dürft aber niemals den Boden verlassen. Also es darf zum Beispiel nicht du auch mit hochklettern. Guck mal, ich kann dich jetzt hier so schnappen und mitziehen. Das ist praktisch. Oh, meine Eier, Digga. Bro, meine Eier tun überweh. Warum? Bruder, weil das so eng ist, Digga. Also, jetzt komm. So eng kann das gar nicht sein, Hugo. Ah, jetzt chill mal. Auch wenn bald Ostern ist, Bruder, chill mal. Ich schwöre, das wird wehtun. Also, das wird wirklich wehtun, ne? Oh, aber die paar Schmerzen kannst du in Kauf nehmen für den Sieg des heutigen Abends, Bro. Was ist dir wichtiger? Ja, nee, du hast recht. Fantastisch. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich würde gerne Freunde, Linie das nehmen. große Rechts. Finale. Warum Und wir jetzt stellen auch uns rechts? einmal an die Startposition Hugo, bitte, auf. Digga, ich schwöre, du weißt, dass du schneller bist. Nee, links nicht. Aber warte mal, ich habe eine Frage. So, das Universum hat entschieden, Leute. Hugo startet auf Rot, warum? Phoebe startet auf Blau. Das hat die Regie mir so ins Ohr gesagt, und die Regie ist wie Gott für mich. Wir sind ja auch Ohne Zweiter Schwule. und normalerweise kriegt man ja auch einen Joker oder so. Und, warte, die Runde, wo die disqualifiziert wurden, wir haben auch keine Extrapunkte oder so bekommen. Und ich finde das fair, wenn ich vielleicht auf der rechten standen dürfte. Letzten Endes kann es ja auch nichts bedeuten, mein Guter. Ja, nee, dann mach ich's. Okay, Ehre. Okay, also, Hugo auf Rot, Phoebe auf Blau. Right? Perfekt. Habt ihr sonst noch irgendeine Frage? Ihr rennt einfach so schnell es geht zu eurem Team. Alle Regeln ansonsten von den Hindernissen sind natürlich wie immer. Also du darfst jetzt nicht nach rechts durch die Türen. Du biegst auch dann links an den Pfahl ab. Ne, Phoebe, du biegst nach rechts ab. Ihr macht einfach alles, wie wir es bisher kennen. Noch einen letzten Schluck. Wie sehr schwerer sind jetzt die anderen Boxsäcke da am Ende? Das weiß ich leider nicht. Die sehen nämlich ganz schön anders aus. Die haben gesagt, die sind kürzer jetzt. Oh, okay, da wurde noch ein bisschen was gechanged. Aber Wasserbecken, gleiche Regeln wie immer, right? Habt ihr verstanden? Fantastisch, Leute, dann geht an den Start. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer den Abend für sich entscheiden kann. Team Hugo oder Team Phoebe. Hugo, du bist schon am Hüpfen. Phoebe, komm schnell her. Komm schnell, wir müssen loslegen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß, du willst stallen, aber ich will das jetzt sehen. Leute, das ist der Wahnsinn. Eure Teams stehen bereit für euch. Und jetzt ganz viel Support hier im Zelt in Düsseldorf für Hugo und für Phoebe. Feuert die beiden an. Und ich gehe mein letztes Mal hoch zu Adi und Paul. Das ist euer Countdown. Reese, vielen, vielen Dank dir. Wir freuen uns auf ein spannendes Finale. Hugo gegen Phoebe und meine Güte, das Finale hinten raus. Bierkistenklettern, bayerische Tradition, kennt jeder in Bayern, ist eine Sportart da. Ronny Berger, du wärst da gut drin. Ich garantiere dir pure Spannung. Jungs. Okay, wir müssen jetzt mal aufs Rennen gehen. Hugo ist aus dem Auto raus, Phoebe auch kleine Distanz, sehr, sehr nah. Wir haben jetzt einen Experten hier, Ronny. Wenn du was siehst, wo du was erklären kannst. Wie ist es, wenn man zu den Türen kommt? Was macht man? Die Türen. Ich weiß nicht, ob die manchmal immer auf derselben Tür offen waren. Ich habe das Gefühl, ich bin immer rechts und die war fast immer rechts offen. Ja, es war ein Mindgame. Das sind jetzt die neuen Säcke. Ja, die sind kürzer. Kürzer, aber ich sage, es ist wirklich mehr die Arme. Ja, man muss sich nur noch mehr mit den Händen halten. Ausgemacht. Jetzt bin ich gespannt. Phoebe darf du nicht schaffst das, fallen. Phoebe. Ui. Phoebe ist reingefallen. Was?
Was? Ui, ui. Was? Sie muss jetzt leider einmal zurück, muss es noch einmal probieren und dann darf sie durch. Und man sieht an Phoebes Gesichtsausdruck, wie kalt das Wasser ist. Das ist nämlich wirklich kalt. Da würde ich mich nicht reintrauen, sag ich, wie es Also ist. Rose war wirklich richtig kalt danach. Und jetzt, und guck mal jetzt, es geht jetzt schon zum Bierkästenklettern. Man nennt das auch Bierstapeln. So, Hat Hugo sowas schon mal jetzt, gemacht? du musst an der Seite gut balancieren. Du siehst ja Öffnungen in den Bierkästen. Da kannst du deine Füße einmal links und einmal vorne reinmachen und dann musst du immer höher. Und du musst das Gleichgewicht halten, sonst war's das. Es ist ein Wasserkasten, hat mir die Regie gesagt. Ach du meine Güte. Ein Wasserkasten. Das hab ich ja gemeint. Ja, ja. Wasserkasten. Also wenn, dann wäre es alkoholfreies Bier gewesen. Aber es ist natürlich Wasser. So, also die Wasserkästen. Es ist sehr wackelig und du kannst dich hochbauen, weit vorne sein, aber mit der letzten Kiste kann alles zusammenbrechen. Ich glaube jetzt, guck mal da, Phoebe tropft, ist nass, ist so ankämpft. Hugo ist oben. Ja. Er ist da. Hugo macht den Sprung. Champion 2026. Herzlichen Glückwunsch von mir. So schnell ist es vorbei. Das Finale. Eins der Finalen ohne einen Joke. Team Rot macht das Ding ohne einen Fehler. Pure Emotionen sieht man hier. An der Stelle auch nochmal Clap in den Chat, Applaus in der Halle, auch für Phoebe, die wahnsinnig gekämpft hat. Was für ein tolles Finale. War das eine Spannung. Und Hugos Sprung, den brauche ich nochmal ein Zeichen, weil das war der Wahnsinn. Und da sieht man auch nochmal, was es Hugo bedeutet. Er ging auf die Knie, er hat gerade nochmal in die Kamera geschrien. Ja, das bedeutet es ihm. Er war gestern Abend beim Abendessen, ich kann es jetzt sagen, er saß da und meinte, ey, ich werde nichts trinken, ich werde früh schlafen gehen. Für mich ist es wichtig, das ist ernst, das ist hier Sport. Und er hat gewonnen, er hat abgeliefert. Ja. Und das muss man einfach respekten. Herzlichen Glückwunsch ans ganze Team. Unten nennen wir Hugo den Bluthund. Denn er hat so einen Modus angeschaltet, immer wenn er gelaufen ist. Man denkt, der ist jetzt kaputt, der kann jetzt nicht mehr, der kann jetzt nicht mehr. Und dann holt er nochmal die 150, die 180% raus. Und er hat gebissen und es hat sich gelohnt. Und dann lässt er sich feiern und kommt an zum Interview. Viel Spaß bei Tamina. Alter, es ist unfassbar, man muss sich das mal geben. Letztes Jahr warst du im Siegerteam, dann bist du Captain geworden, performst hier eins nach dem anderen, Hunter flawless und jetzt gewinnst du noch. Wie fühlt sich das an? Digga, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war davor die ganze Zeit, ich kann das nicht, Finale. Ich bin richtig oft Zweiter geworden immer. Digga, und jetzt zu gewinnen, erstmal Captain und das ist der Back Red Bull Event Sieg. Alter, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde, beide Teams können unfassbar stolz auf sich sein. Man muss mal bedenken, letztes Jahr waren die Teams, die jetzt gerade hinten sitzen, im Finale und die beiden Newcomer-Teams haben hier so krass abgeliefert. Also Team Phoebe, ich hoffe, ihr seid auch stolz auf euch. War eine unfassbare Leistung. Ey, es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Danke, mein Team. Ich hatte das beste Team und danke auch an alle vor Ort. Geile Stimmung und ich gönn's euch auch sehr. Ihr habt richtig, richtig krass gespielt. Ja, dann wird's wohl Zeit für den Pokal. Wunsch. Und guck ich, den kann ich fast mit einer Hand gar nicht halten. Den habt ihr euch wirklich, wirklich verdient. Hugo, nimm den mal entgegen als Captain. Hugo, herzlichen Glückwunsch, stimmt dein Pokal! Das ist euer Sieg. Auch ihr. Team Phoebe, kommt auch hoch. Kommt auch hoch. Ihr habt's auch stark gemacht, Leute. Glückwunsch. Können wir? Da wird sich noch abgekühlt, höre ich gerade. Ja, so. Und jetzt? Wahnsinn. Ja, tolle Bilder haben wir hier nochmal. Ja, und ich glaube, es bedeutet Hugo wirklich viel. Er hat sich oft bei Red Bull Events verletzt. Es hat oft nicht geklappt und er wollte es heute und er hat es geschafft. Und ich glaube, deshalb hat ihm dieser Sieg heute auch so viel bedeutet. Es sei ihm sehr gegönnt. Und Phoebe, eine tolle Sportsfrau. Schau mal, wie die beiden Arm in Arm sich freuen und auch füreinander freuen können. Und darum geht es im Sport. Das finde ich toll. Das finde ich auch toll. An dieser Stelle von uns zwei auch nochmal vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, das zu kommentieren. Wir geben rüber an Reese. Du machst das Ende. Wir hören uns. Einen wunderschönen Abend euch. Tschüss, ciao.